Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweiz der nächsten Runde. Kingdom Hearts, wir haben jetzt gerade vorher noch den 100-Morgen-Wald, ein paar Minispiele abschliessen, um am Rabbit helfen, vorwärts zu kommen in seinem Garten mit seinem Gemüse, Obst und so weiter und befinden uns eigentlich immer noch in Twilight Town beim Le Grand Bistro. Und jetzt habe ich gerade vor, mal ein bisschen versuchen, das Köcherle, das Bistro betreten. Jawohl, machen wir. Und dann schauen wir uns die ganze Sache mal an. Und hoffen und schaffen das mal anders. Also eben, wie gesagt, ich habe es glaube ich bis jetzt nie wirklich angebracht. Die Blätter dieser Bäume scheinen unausgesprochene Worte zu flüstern. Unausgesprochene Gefühle. Sora, jetzt bin ich an der Reihe für dich zu kämpfen. Kairi, Lea, Axel, der geheime Wald Training. Ich glaube, den haben wir jetzt auch schon mal gesehen. Is the food ready yet? Huh? He hasn't started? Huh? Whoa! Whoa, hold on! Hey! Oh no! Oh, whoa! Would you... you're gonna make me cook? Die Extrakarte wurde freigeschaltet. Okay, also wir haben jetzt da mehrere Sachen. Les Entres, Portugues, das Poison, das sind Fischgerichte. Okay, alles klar. Da haben wir Suppen, da oben haben wir in dem Fall Vorspeisen. Okay, alles klar. Also wir haben einmal Vorspeisen, Suppen, Fischgericht oder, was haben wir da rein? Das sind eigentlich kleine Koch schon eine Idee für ein neues Dessert zu haben. Also das sind Desserts und da oben haben wir in dem Fall noch Fleischgericht. Okay, alles klar, ich würde sagen, wir probieren sonst mal gerade ein, wenn wir uns mal an eine Vorspeise versuchen. Ich würde sagen, das klingt noch cool. Wir brauchen dafür Zutaten, ein Morchel, ein Pfifferling, ein Kräutersättling und eine Herbsttrompete. Also gut, komm, versuchen wir das mal. Zerbrich das Ei, schlage das Ei auf und zwar schön vorsichtig. Neige L und R nach außen und drücke auf die Schale auszuüben, bis du zu Ungetüm machst du das Ei kaputt. Hast du die Schale ausreichend aufgebrochen, drücke L1 und R2 gleichzeitig, um den Inhalt in die Schlüssel zu geben. Du hast ein Zeitlimit beim Kochen, behalte immer die Sanduhr am Rand der Küche im Auge. Okay, soweit ich verstanden habe, muss ich jetzt einfach das Ei versuchen auseinanderziehen. Und wenn ich jetzt irgendwie zu hastig oder sonst irgendetwas in dieser Art wäre, würde mir mein Ei kaputt gehen. Und wir haben ein gewisses Zeitlimit. Ich persönlich habe das ja schon mal gemacht, aber ich habe es noch nie angebracht. Also ich versuche mal, dass wir es das erste Mal in meinem Leben auch ich schaffe. Zerbrich das Ei. Das geheimnisleckere Gericht ist eine gute Vorstellungskraft. Wenn Soras kulinarische Fantasie mit ihm durchzugehen beginnt, heißt das für dich, LR nicht mehr zu bewegen und gleichzeitig L1 und R1 Sachen wie möglich zu drücken. Okay. Also ich persönlich bin jetzt noch nicht ganz wirklich rausgekommen, aber ich würde sagen, wir probieren es mal. Ich glaube, wir haben ein paar genug Eier für. Jetzt muss ich da ganz langsam... Wow, oh mein Gott! Nice, ich habe es geschafft, das Ei aufzumachen. How's that? Ich hatte schon Bammel gehabt, dass wir das irgendwie nicht anbekommen. Wir haben das Pilz Terrine bekommen, einmal erhalten. Sieht noch ziemlich schmackhaft aus, da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Wenn wir gerade noch versuchen, ein zweites Ei aufbrechen oder uns mal ein anderes Menü machen. Wie ihr jetzt gesehen habt, haben wir da das Eis freigeschaltet, Pilz Terrine. Wenn wir sonst in dem Fall mal direkt noch eine Suppe probieren, dass wir jedem mal vielleicht einen freigeschaltet haben und ein Gericht zubereitet haben, schneide die Zutaten in Scheiben, schnell und sicher. Neige L schnell nach unten, um eine Schneidebewegung zu machen. Wenn du mit dem Schneiden einer Zutat fertig bist, neige R nach unten, um die nächste an den Start zu bringen. Du hast eine Zeitlimit beim Kochen, behalte immer die Sanduhr am Rand der Küche im Auge. Okay, also wir müssen uns einfach schauen, dass wir da unsere Zutaten gut schnetzeln. Jetzt muss ich da immer einmal gegen runter. Eins nehmen. Nice, exzellent. Gut abgeschlossen. Ich habe gemeint, es geht ein bisschen länger, aber irgendwie funktioniert das besser, als ich erwartet habe. Mit unserem Ratatouille auf dem Kopf, Consome Plus. Einmal erhalten, mega feine Suppe, plus, wie ihr schon mal von mir mitbekommen habt, ist immer etwas ist immer eine Stufe besser als das Normale. So, dann gehen wir doch mal direkt zum Fischgericht, dass wir da einmal noch eins ausprobieren können. Male den Pfeffer. Benutze die Pfeffermühle, um deine Gerichte stilvoll zu würzen. Neige abwechselnd L und R nach unten, genau wie die Ringe sich schließen, um den Pfeffer zu verstreuen. Du hast ein Zeitlimit beim Kochen, behalte immer die Sanduhr am Rand der Küche im Auge. Okay, also eigentlich das gleiche Prinzip, außer dass ich jetzt muss würzen, unser lieber Fisch. Also einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Gut, haben wir abgeschlossen. Auch nicht schlecht, besser als völlig verkegeln. Da bin ich ziemlich froh, was haben wir bekommen? Seezunge Minieur. Seezunge Minieur. Oh mein Gott, ich und die Aussprache von Französisch oder allgemein. So, Seezunge Minieur haben wir freigeschaltet. Ich würde sagen, wir versuchen uns direkt mal noch ein Fleischgericht. Wenn wir sonst
Ja, da sehen wir eigentlich immer, was für Aufgaben wir haben. Einmal brennen, einmal streuen. Okay, versuchen wir mal das haben wir, glaube ich, gar noch nicht gemacht. Zutaten brauchen wir einen Steinpilz, Zitrone und ein Kalbsfleisch. So, flambiere das Essen. Kreiere das perfekte Flambé. Bewege L im Kreis, um genau die richtige Menge aus der Flasche zu genießen. Wenn du glaubst, das ist dir geglückt, neige R nach unten, um das Essen zu flambieren. Du hast ein Zeitlimit beim Kochen. Behalte immer die Sanduhr am Rand der Küche im Auge. Okay, also wir versuchen jetzt, unser Zeug flambieren. Das klingt ziemlich kompliziert. Das Geheimnis leckerer Gericht ist eine gute Vorstellungskraft. Wenn Soros kulinarische Fantasie bildschirmfühlend mit ihm durchgeht, ist es genau der Moment, in dem du R nach unten neigst. Nicht früher, aber auch nicht später. Sei äußerst vorsichtig, nicht zu viel Flüssigkeit auszugießen, sonst überschütten wir unser feines Gericht und man kann es einfach nicht mehr brauchen. So, das heisst, ich muss jetzt... So, noch ein bisschen, okay. Was? Die Zeit ist um. Okay, jetzt ist das Zeit abgelaufen. Ich bin jetzt nicht genau draus gekommen, was wir falsch gemacht haben. Wir sind einfach, glaube ich, ein bisschen zu langsam unterwegs gewesen. Also komm, probieren wir das gerade nochmal. So, ganz langsam, Minion, ganz langsam. Voilà, exzellent! Nice. Beim zweiten Versuch hat es doch noch mit dem Exzellent beenden. So, ein Calpris Bullet Plus haben wir erhalten. Sieht auch ziemlich schmackhaft aus. Jetzt komme ich langsam richtig Hunger über, wenn ich das so sehe. Und zum guten Schluss probieren wir doch noch ein Dessert. So, da müssen wir auch wieder unsere Eier auseinanderreißen. Jetzt hoffe ich, dass mir das gerade nochmal gelingt. Oh, zu stark! Nein! Jetzt habe ich ihm voll ins Gesicht gespritzt mit dem Ei. Ui. So, wenn wir es gerade nochmal probieren, wir hätten ja noch genug, wir hätten nur noch 2 Butter, hätten wir noch Zitrone und Schokolade. Ich würde sagen, wir probieren es noch, solange wir noch Zutaten haben. Ganz vorsichtig. Voilà, gut. Mit Feingefühl und allem möglichen drum und dran haben wir es jetzt wieder mal einwandfrei angebracht. Musée de Chocolat. Sieht aber noch ziemlich cool aus, muss ich sagen. So, abbrechen. Ich würde jetzt bei allem mal ein Rezept freigeschaltet. Das können wir jetzt brauchen. Das gibt, dass unsere Stats-Werte besser dran sind. Und so würde Extrakarte. Warte mal ganz kurz. Da oben steht noch R2 Extrakarte. Okay, also dann haben wir noch ein Spezialgericht, irgendwie diese Art. Der kleine Koch scheint eine Idee für ein neues Dessert zu haben. Da könnten wir jetzt auch eigentlich gerade noch etwas ausprobieren, aber das ist nochmal das Ei auseinandernehmen und auf das habe ich jetzt wirklich gerade momentan keine Lust. Weil ich persönlich sage, wir begeben uns lieber mal Richtung Universum zu einer neuen Welt. Ich wünschte, jeder könnte so eine Tarte oder wie das heisst vom kleinen Koch probieren. Herztag Le Grand Bistro, Herztag Twilight Town, Herztag kleiner Koch, Herztag Dessert, Herztag Kuchen und Herztag absolut lecker. Sieht auch wirklich geil aus, muss ich jetzt sagen. Aber dass man Tarte, also für mich ist das auch normale Torten, aber man nennt sie ja Tarte. So, haben wir das mal ein bisschen angeschaut in der kleinen Küche. Und auch im Notfall könnten wir nochmal wieder zum Winnie Pooh reisen. Wir müssen einfach mal da an zum lieben Merlin. Hast du uns eigentlich noch etwas Wundervolles mitzuteilen? Das ist aber lieb von dir, das habe ich doch gerade erklärt, mein Junge. So, begeben wir uns am besten mal zum Startpunkt. Aber was mir gerade zum Rande einfällt, wenn wir schon beim Postomat sind, rühren wir unsere Preispostkarten rein und schauen, ob wir noch irgendetwas Spezielles davor erhalten. 3 Luzidsplitter. Wir haben, glaube ich, sogar noch mehr. Du hast die Preispostkarte im Briefkasten geworfen. Was erhalten wir? Noch einen Fokustrank. Haben wir gerade noch mehr? Wirf die Postkarte ein. Nein, wir besitzen in dem Fall noch nicht mehr. Das heisst, wir sollten auch mal schauen, dass wir im Mogri-Laden noch mehr Sachen einkaufen können, um noch ein paar Sachen zusätzlich zu bekommen. Und wir reisen doch gerade mal auf die liebe Weltkarte, um zu schauen, was sich dort so abgeht. Ob sich jetzt eine neue Welt aufgetan hat für uns. Ich bin unsicher, aber ich glaube, eine Welt zum Zureisen ist sogar noch komplett offen gewesen. Das schauen wir uns aber jetzt am besten mal an. So, da sind wir auf der alten Welt. Wir müssen aber eins weitergehen. So, ja genau, wie ich es in Erinnerung habe, alles klar. Wir hätten jetzt da noch die Arendelle, wo wir als nächstes hinreisen könnten. Was ich auch noch ziemlich cool finde, aber ich würde sagen, wir starten mal am besten von hier aus aufbrechen, von dem Wegpunkt NFL 01 und versuchen gerade unsere Schatzsphären, auf dem Weg mitzunehmen und es wartet dann noch ein Endboss auf uns, bevor wir die Welt betreten können. Und ich würde es noch eine coole Reise finden. Dann starten wir doch mal an dieser Position, teleportieren und aufbrechen. So, let's go. Wie wir auf der letzten Welt erfahren haben, können wir jetzt sogar noch einen zweiten kleinen Mini-Chat ausrüsten, was ziemlich cool ist. Das heisst, wir haben wieder mehr Schusskraft zur Verfügung, was uns hilft, auch den nächsten Boss zu bekämpfen. So, brechen wir mal ganz langsam auf.
in unser zweites Universum. Da, 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 da. So, dort vorne hätten wir nochmal einen Level 2 Gegner, aber das Einzige, was ich zuerst machen ist jetzt auf die Zonenkarte, genau. Wenn ich mich jetzt enttäusche, ist die Zonenkarte, ja, dann sollte ich dich eigentlich mit einem Wegmarkierer markieren, jawohl. Sehr gut, sehr gut, dann fliegen wir doch direkt einmal dorthin. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Level 30 haben wir schon erreicht, nicht schlecht, muss ich sagen. Hoppa. Eigentlich hätten wir jetzt auch durchs Tunnel durchfahren, damit ich wenigstens noch ein paar Sachen mitnehmen könnte. So. Oder ein paar XP, dass wir noch direkt auf Level 31 dich überspringen mal, du lieber Gegner. Wir benutzen direkt das nächste Tor, um weiterzukommen. Ich wollte unbedingt die Schatzsphären einsammeln. So, da haben wir schon unsere erste Schatzsphären. Einmal drauf schiessen und los geht's. Wer sich noch mag daran erinnern, wir müssen kleine Schaltflächen anschiessen, bis sie sich in die richtige Position drehen, um den Stromkreislauf zu schliessen. So, Nummer 1 haben wir geschafft. Und es könnten natürlich auch Fake-Kreise umeinander sein. Jetzt bin ich gerade unsicher, das ist ein richtiger. Da oben könnte ein Fake sein. Nein, die bewegen sich beide, aber eben, es könnte sich noch ein Fake darunter verbergen, dass ich gar nichts mache. Also, dass du deine Zeit vergeudest beim Draufschiessen. So, da unten wartet gerade das nächste auf uns. Das sollten wir gut anbekommen. So hat es in dem Fall noch einen. Ah, direkt da. Bleiben wir mal drauf und bringen das Z in ihre Ordnung. So, die Schatzsphäre haben wir einwandfrei ohne Problem eigentlich anbekommen. Feuergummis. Wir haben ziemlich viele Feuergummis gerade erhalten. Aber das Ziel ist jetzt, dass wir direkt zur nächsten Schatzsphäre reisen. Das heisst, ich tue jetzt den Wegpunkt zu dir markieren. Und wir fliegen in dem Fall direkt einmal los. Jetzt muss ich gerade mal schauen, bevor ich da Vollgas gebe, in welche Richtung eigentlich das liegt. 2700 Meter in die Richtung. Das bringen wir doch wahnsinnig gut an. Dann können wir auf dem Weg ja auch noch ein paar Sachen einsammeln, ein paar Meteoriten zerstören, die wir sowieso später noch brauchen zum Schmieden. Da kommen bestimmte Materialien daraus, die wir auch noch brauchen. Und ich freue mich allgemein, wenn ich mal mein Schwert finde, dann müssen wir gar nicht mehr drauf schiessen, wie wir es jetzt gerade momentan die ganze Zeit machen, sondern können einfach mit unserem Schwert einmal reinfliegen und dann zerstört alle Meteoriten rundherum. Auch eine ziemlich coole Sache. Jetzt bin ich unsicher, ich glaube, der Wegpunkt da vorne sieht noch nicht eingenommen aus, dann fliegen wir mal lieber auf dich zu, dann haben wir nochmal einen Wegpunkt mehr. Genau, Koordinaten für die Zone Wegpunkt NFL 03 haben wir freigeschaltet. Dort oben hätten wir noch einen Gegner mit 3 Sternen, aber darauf wollte ich mich jetzt gar noch nicht getrauen. Für mich ist jetzt mal Priorität, die Schatzsphären zu finden und dann nachher richtig Aredel aufzubrechen und den Endboss zu besiegen, dass wir auf der Welt dürfen und können landen und hoffen, dass unser Raumschiff, unser Gummijet, einwandfrei in der Lage ist, das können durchzuziehen. Noch 500 Meter, davor haben wir noch ein paar Meteoriten. So. Du hast eine Wegmarkierung erreicht. Oh. So, einmal drauf schliessen und los geht's. Nochmal auf ein neues. Zweite Schatzsphäre. Ich hoffe, die bringen wir jetzt genauso gut an wie beim ersten Mal. So. Das sollte ja, glaube ich, ein Y darstellen, so wie ich das gesehen habe. Komm, dreh dich. Bei dem sieht das alles schon ziemlich ein bisschen knapper aus als beim anderen, aber es sollte auch keine Sache sein. So, komm, mein lieber Z. Da unten haben wir noch das X. Dreh dich. Go. Da unten haben wir noch einen. Du solltest keinen Fake darstellen. Ich glaube, die Fakes kommen auch dann ehrlich gesagt eher später vor. Irgendwann habe ich das Gefühl, sind alle noch ziemlich gut gegangen. Also bis jetzt habe ich noch keinen Fake erlebt auf diesen Schatzsphären. Das sollte, glaube ich, der letzte sein. Jawohl! Auch die Schatzsphären einwandfrei, ohne Fehler. Ausnahmsweise ohne meine komischen Fails. Mal schauen, ob ich das Video durchstehe, ob ich ohne einen Fail anzubringen. So! Dann haben wir die Schatzsphären auch noch genommen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sollte es 3 haben in dem kleinen Universum da. Und unterwegs hätten wir sogar noch einen Wegpunkt zum Mitnehmen. Die 2 Wegpunkte haben wir jetzt freigeschaltet, den noch nicht. Also am besten könnte ich eigentlich sogar dich markieren, dann können wir dich freischalten und von dir aus dann unsere liebe Schatzsphäre suchen. Jetzt muss ich ganz kurz Orientierung suchen, wo wir lang müssen. Einmal geradeaus da hinten, das klingt doch ganz schmackhaft, 1300 Meter, auch nicht ziemlich weit. So, da haben wir wieder so einen komischen Kreis, der uns gar nichts bringt. Oben ein 4-Stern-Gegner, das lasse ich lieber mal noch bleiben. Oh no, das ist... So, einmal raus. Nicht, dass wir zu weit gehen. Hei.
Was hast denn du jetzt wieder vorgehabt, am Tunnel uns direkt mitziehen? Weil unser Ziel liegt doch schon direkt vor uns. Schlagen wir uns nochmal durch die Metroiden, um vielleicht noch ein paar Sachen sammeln. Wir sind schon wieder 4 Level gestiegen, also es geht ziemlich schnell, muss ich sagen. So, du hast die Wegmarkierung erreicht. Jetzt schalte ich mal ganz kurz den Motor ab und schaue, ob ich gerade Schatzsphären so sehe. Und sonst tue ich lieber mal eine Wegmarkierung nochmal reinmachen. Sonst zieht sich doch das nur in die Länge wieder bei mir. So. Fortsetzen. Unseren nächsten Wegpunkt haben wir gesetzt. Also gehen wir direkt mal los. 500 Meter entfernt, also ziemlich weit kann es eigentlich nicht sein. Ich würde sagen, wir fliegen mal über den Eisberg drüber. So, dann haben wir noch Metroid den Wegpunkt erreicht und einmal drauf schiessen und los geht's. Jetzt hoffe ich auch, dass es da mal wieder Ivans Ros läuft. So. Das X haben wir doch direkt einmal wieder gerichtet. Klick. Und das zweite haben wir auch Mikrowell wieder. Wo ist das dritte? Bist du... Nein, du bewegst dich, alles klar. So. Draufbleiben, draufbleiben. Ja, der letzte Manöckel, den wir hier drehen, Schaltkreis. Oder kommt jetzt gerade nochmal einen? Oder sollte das gerade der letzte darstellen? Nein, das ist doch nicht der letzte. Da haben wir noch das Z, aber der wird ziemlich knapp irgendwie. Aber er hat doch noch geklappt. Nice Sache, Perle. So, den letzten haben wir auch gemacht. So haben wir unsere Schatzsphäre wieder erledigt zum Öffnen. Das heisst, wir haben alle Schatzsphären und Wegpunkte in dem Universum schon gefunden und erledigt. Und müssen uns im späteren Verlauf auch nicht mehr darum kümmern. Finde ich ziemlich nice. So, also wäre jetzt eigentlich der nächste Punkt, wo wir erreichen sollten. Da vorne haben wir irgendeine Welt, aber ich glaube, das ist die, die wir abgeschlossen haben mit 4900 Metern. Die nächste Welt, die ich eigentlich jetzt am liebsten bereisen würde, wäre Arendelle. Ich würde sagen, wir einen Wegmarker setzen und aufbrechen. Du fliegst von hier aus los. Wegpunkt NFL 01. Also ja, eigentlich schon im Großen und Ganzen, aber ich wäre jetzt am liebsten gerade von dort losgeflogen, wo wir stehen geblieben sind. Aber in dem Fall teleportiert es uns noch irgendwo anders hin. Spielt ja eigentlich auch gar keine Rolle. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht unterwegs ein paar XP oder sonst irgendwelche Sachen können einsammeln können. Aber dann lassen wir das mal so stehen, machen das in dem Fall beim nächsten Mal. So, wo haben wir da unser liebes Arendelle, bevor ich unser Getriebe in Gang setze? Da hinten 2800 Meter von uns entfernt. Kann auch noch ein kleines ziemlich Stückchen. Wir versuchen da mal lieber sonst gerade da reinzugehen, dass wir auf dem Weg noch ein paar Taler einsammeln können. Können wir später dann auch noch ganz gut gebrauchen. Oh nein, okay. Eigentlich wollte ich euch ausweichen, ihr Level 2er. Aber wenn ihr von uns auf den Deckel bekommt, ihr Lölis, dann tun wir euch davor gar nicht abhalten. Das Ziel ist jetzt mal zu versuchen, dass wir einen A bis S-Rang abschliessen. Jetzt schauen wir mal, ob ich das irgendwie anbringe. Ist auch gut Training, bevor wir jetzt da uns auf den Bosskampf zumachen. Vor dem Arendelle. Du kleines Ding schon wieder. So, unsere selbstschüssenden Laser sind einfach wirklich richtig geil und einzigartig. So können wir die Gegner eigentlich ziemlich gut wegbringen. Wir sind erstmal auf Level 10, also wir müssen schauen, dass wir ein bisschen mehr Gas geben. Sonst wenigstens, gerade der letzte auch noch verwünscht. So, sonst sollten wir mal wirklich schauen. Also beim nächsten Mal werde ich nochmal einen kleinen Gummicheck-Guide machen, also einen kleinen Guide. Ich werde ihn einfach nochmal ein bisschen umbauen. Also einen Guide kann ich euch nicht liefern. Ich bin nicht wirklich der Pro-Spieler, wenn es um Gummicheck geht. Sondern ich denke, ich habe es so minimal oder einigermaßen im Griff. So, dass es lange von Welt zu Welt reisen und auch den Bossen zu besiegen. Jetzt haben wir da wieder so einen Strahlenfreak. Ja, immer schön ausweichen. Unser Laser sollte eigentlich am besten einfach drauf bleiben. Ich glaube, jetzt haben wir den nicht gekillt. Das wäre, glaube ich, ziemlich wichtig gewesen, um eine gute Punktzahl zu bekommen. Jetzt schauen wir, dass wir wenigstens die alle gut wegbekommen. Den letzten haben wir gerade nicht mehr geschafft. Wir haben noch 7 Sekunden und 120 herzlose Raumschiffli haben wir schon zerstört. 121 haben wir noch angeschafft gegen den Schluss. Leider nur Stufe B. Das Ziel ist A, S gewesen, was für mich heisst, wir müssen wirklich unseren Gummijet nochmal ein bisschen ausbauen. Ergebnis, Countdown 5, 184'000 Punkte. Erfahrungskugel haben wir nochmal 450 erhalten. Aber das soll uns ja nicht aufhalten, direkt weiterzugehen oder einfach reinzufahren irgendwo. Warum nicht? Zu der lieben Arendelle, also die Welt heisst Arendelle. Ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau. Also ich weiss, was auf uns wartet. Ich muss ja nicht einer auf sonst was machen. So, was wartet mich jetzt? Ist das, schalten die Gegner so schnell wie möglich aus? Ich bin jetzt ziemlich unsicher, ob das jetzt
einfach wieder so normale Gegner sind, oder was? Bin ich jetzt wieder mal in dem Fall in eine normale Gegnergruppe reingeraced? Okidok, dann zerstören wir die doch einmal und versuchen das Ziel nochmal erreichen von mindestens A. Es ist, glaube ich, zu weit hergeholt, wenn ich mich da nicht irre. Wir haben 19 Sekunden, 100 von diesen Herzlosen sollten wir zerstören. Das heisst, eher auf die Schnelligkeit ausgerichtet, nicht auf Dings. Stufe C haben wir schon 58 Herzlose, haben wir schon zerstört. Multiplikator mal 3. So, Bonus-Gruppenabschuss. Nochmal ein Gruppenabschuss. So. Dunkelt mich bis jetzt auch nicht wirklich ziemlich schwer. Ich behaupte jetzt, wir sind vielleicht in aus Versehen Level 1er Gruppe reingeflogen. So, noch 11 Stück. Wir haben es fast geschafft. Nice. Last one. Stufe C. Ah, Mann. Ich muss wirklich schauen. Also irgendwie ist unser Schiff in dem Fall doch noch ein bisschen schwach. So, Punkte haben wir 58'000 Erfahrungskugeln, nochmal 4'000 gesammelt. Nice Sache, hilft uns sicher garantiert weiter beim nächsten Boss. So, noch 1900 Meter haben wir zu beschreiten. Da ist noch die eine Schatzsphäre, die wir schon freigeschaltet haben. Da vorne befindet sich noch ein Level 3 Gegner. Da sollte ich ein bisschen schauen, dass ich da nicht zu nahe angehe. Das könnte nämlich noch ziemlich kritisch dann werden für uns. Wir nähern uns immer mehr dieser Welt. Sie sieht schon ziemlich komisch aus, also eher so eisbezogen oder Schneelandschaft, ja. Gut, auch im Universum rundum ist auch alles eher eingefroren. Jetzt schauen wir uns das lieber mal von näher an. Also, es sieht aus wie so eine kleine Schneelandschaft mit irgendeinem Berg drauf. Aber wie es aussieht, müssen wir hier gar keinen Endboss erledigen. Also dann würde ich sagen, wenn wir uns das antun, versuchen doch direkt einmal in dieser Welt zu landen. So, ich drücke mal auf geht's. Meine Freunde sind meine Stärke. Alle für einen, einer für alle. Die lieben 3 Muskeltiere, aber ich sollte jetzt nicht allzu viel schnurren, wie ihr Kingdom Hearts schon kennengelernt habt. Wenn ihr mein Let's Play verfolgt, wird jetzt wieder ein riesiges Szenario stattfinden und ich werde wahrscheinlich gar nicht mehr gross zum Reden kommen. Und darum wünsche ich euch schon mal viel Spaß in der Ankunft von Arendelle. Und wir sehen uns direkt nach dem Szenario. It's cold! Hey, Donald, give me a coat! The market doesn't work that way. Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go. Wow. That girl. She looked so sad. So, und somit begrüße ich euch herzlich zu Arendelle. I wonder what happened. Maybe the Heartless? We should talk to her. Okay, das ist noch ziemlich schnell gegangen, als ich gedacht habe. Geh und rede mit dem Mädchen, das übers Eis geflohen ist. Also, wer das Märchen nicht kennt, ich wollte jetzt gerade noch keine Anspielungen darauf machen. Es gibt viele, die mögen es, gibt viele, die mögen es nicht. Aber was mir gerade auffällt, ist,
Das Grün da oben am Himmel, das ist wirklich ein mega schönes Phänomen. Wow, sieht noch cool aus. So, da vorne wartet schon mal unser allererstes Kistchen auf uns. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. Aber meistens sind ja grosse Kisten gleich. Karte des Nordbergs. Eine Karte des Gebiets, um dich zurechtzufinden. Voilà. So sehen wir auch oben rechts gerade mal wieder, wo wir lang sollen oder was wir zu tun haben. Wir schauen aber doch gerade mal ganz kurz noch in Mogri Shop rein. Vielleicht hat sich ja da wieder etwas Kleines ergeben. Oder wir können wieder etwas Zusätzliches kaufen. Aber es sieht nicht danach aus, außer der Abendskit. Aber ich glaube, da war ja schon vorher drin gewesen. Da haben wir noch viele Zutaten, die wir eigentlich noch kaufen könnten. Wie Butter oder, das sind glaube ich eher Schmiedematerial. Aber da vorne haben wir Käse, Schoki, Kaviar, ja, Butter oder liebe Gewürzgurken, das darf in keinem Haushalt fehlen. Eigentlich könnte man Abfall, Zitronen. Ja, dann müssen wir uns dann halt auch einmal noch durchkaufen, um dann auch wieder köcheln, wie wir es schon am Anfang der Folge gemacht haben. Informationen, dein gesammeltes Material werden hier im Mogri-Laden hinterlegt. Sammelziel erreicht, du hast neue Items zum Schmieden freigeschalten. FP+. Okay, nur etwas. Beendete Sammelziele, 27 haben wir schon geschafft. Fotomissionen habe ich mich bis jetzt gar noch nicht darum gekümmert. Und Schlüsselschwerter aufleveln habe ich jetzt auch gedacht, lasse ich nochmal im Großen und Ganzen bleiben. Als letztes haben wir jetzt wirklich den Honigschnabel bekommen. Aber das ist jetzt auch noch nicht, weiss ich leider schon, auch noch nicht mein Schwert. Wenn ihr es jetzt gerne sehen im Einsatz, dann müsst ihr es mir in die Kommentare schreiben. Dann tue ich auch gerne mal mit einem anderen Schlüsselschwert kämpfen. Ich kann da sonst einmal durchgehen. Also wir haben einmal den Honigschnabel bekommen, immer und ewig. Sternschnuppe, Königsanhänger, der Heldwinge, Hilfs-Sheriff Nummer 1, Frohklinge, Abendgrauen und der Honigschnabel wieder. Also wir haben noch nicht wirklich sehr viel und die einzigen zwei, die wirklich auf Magie bezogen sind, ist eigentlich immer und ewig. Und die Sternschnuppe, und darum behalte ich momentan immer und ewig bei. Ich finde das auch mega cool mit diesen, wie sagt man denn, Doppelgänger eigentlich. Und darum lassen wir es mal so sagen. Da sehen wir auch noch mal unsere Sammelziele. Okay, also wir sehen, da kommt sogar noch einiges und so die Sachen, die wir erhalten, zu mehr Materialien, verschiedene, die wir gefunden haben. Okay, alles klar. Materialliste, da haben wir auch noch, was wir eigentlich, glaube ich, alles besitzen. Ja, das sind, glaube ich, alle Sachen, die wir bis jetzt schon mal eingesammelt haben und abgegeben haben bei unserem Schmiedemeister. Ja gut, okay. Also der Mogri hat für uns nichts weiteres zum Durchgehen. Und ich würde sagen, wir tun uns gerade mal kurz darauf einlassen. Und da vorne wartet schon die allererste Gruppe Herzlose auf uns. Mit dort hinten unseren Super Nannies, die wieder versuchen, mit Laser uns eins auf die Rübe zu hauen. Aber wir innen da schon wieder einen Schritt voraus sind, weil unser Illusionsstab ist schon wieder parat. Ich denke, das könnten wir eigentlich gerade nach dem Zerstören von dem kleinen Mannöckeli noch einsetzen. Voilà, dann versuchen wir doch gerade mal ein paar Doppelgänger zu schaffen, um dieser Nanny zu zeigen, wie Herz ist, gegen uns zu kämpfen. Und das Laser wehtun und sie aufhören soll, uns die ganze Zeit mit ihren komischen Laser zu beschiessen. Und jetzt haben wir da wieder unseren Laserstrahl, den habe ich einfach noch nicht ganz im Griff, aber ich denke, das kommt dann mit der Zeit auch noch. So. Ich bin überlegen, und das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass ich den Illusionsstab leveln in der Schmiede, aber auch ich überlege es mir noch, sobald wir noch mehr Schlüsselschwerter haben, oder wenn wir mal in einer Notsituation wären, wo wir sagen, hey, ich brauche jetzt unbedingt mehr Damage, dann werde ich unsere Schlüsselschwerter mal anfangen upgraden. So, du liebe Super Nanny. Also ich weiss jetzt nicht, ob ich die Super Nanny nenne, aber wir lassen sie mal so stehen. So, Raketentanz haben wir zur Verfügung, aber das sieht momentan ziemlich gut aus. Ich wäre jetzt lieber für den Illusionsstab. Und setzen wir doch den ganz kurz mal noch ein. Oh, jetzt ist mir gerade der Stuhl halbwegs noch davon gerutscht. Heieiei. Der Raketentanz wäre eigentlich ziemlich gut in dieser Meute drin. Versuchen wir doch das gerade mal, um so viel Herzlose wie möglich aufs Mal zu zerklopfen. So, Illusionsstab ist aktiv. Ich würde sagen, wir versuchen am besten eigentlich die Nanny dort oben abzuballern. Die sollte uns am meisten zusetzen. So. Ich glaube, die haben wir jetzt gerade weggeburstet. Fast schon in einem Schlag, he? So wie ich das mitbekommen habe. Komm, ich setze direkt mal Finale ein. Ich denke, das sollte lange, um auch noch den Rest wegzufegen. Angriff gestiegen, Abwehr gestiegen. Neue Stufe haben wir erreicht. Sehr gut. Wo haben wir jetzt da? Die haben wir noch. Die Nanny lebt immer noch. Was? Ach, die kleine Drecksau. Jetzt nehmen wir sie komplett auseinander. Jetzt langt es mir. So. Fliegt durch die Luft und gar nicht mit einer Flamme davon. So. Da haben wir jetzt nur einen einzigen Luft. Ich glaube, das sollte somit gewesen sein. Und da wir ja Gott sei Dank hier direkt einen Speicherpunkt besitzen, kann ich mich ganz kurz wieder voll heilen. Also hätte jetzt ein bisschen besser laufen der Kampf, aber ich denke im Großen und Ganzen haben wir es gut anbekommen. So. Wir könnten eigentlich jetzt auch noch mal ganz kurz abspeichern. Oder ich mache es einfach komplett anders. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge nach dem kurzen Einblick in die Welt, wie es weitergeht.
Danke und ciao!